Was hier? 1 Quadrilliarde, 562 Quadrillionen, 69 Trilliarden, 488 Trillionen, 955 Milliarden, 406 Billionen, 402 Milliarden, 587 Millionen, 890.006. Das ist slow, ne? Das ist crazy. Bro, Retalk, ich glaube, ich habe auf TikTok gelesen, dass, ich glaube, wenn man einen Schlafentzug hat, dann ist man so auf 1 Promille oder so. Oder dann ist das so, als wenn man auf 1 Promille oder so. Retalk, ich hab das. Bruder, ich bin so slow, Digga, und buh. Digga, und wisst ihr, wer der größte Anker ist, den es gibt, Bruder? Heiko. Er fuckt mich so ab, Digga. Real Talk. Oh mein Gott, Digga. Digga, der muss nämlich zu mir kommen und ich kann erst pennen gehen, wenn er hier ist. Okay? Also ich kann erst pennen, wenn er hier ist und er kommt um 0:20 Uhr Stand. Jetzt. Er gibt Bezug. Da kann sich doch alles ändern. Bro, Digga, ich schwöre, er griff mich geisteskrank. Digga, anstatt dass er einfach mit seinem Bastardauto fährt. Ich check's nicht, Mann. Bruder, er will unbedingt mit Zug fahren. So ein Opfer, Digga. Er wäre eigentlich um 22 Uhr gekommen. Dann schreibt er mir, ja, nee, Zugverspätung, jetzt schaffe ich nicht mehr, ich bin jetzt 0:20 Uhr da. Bruder, ich schwöre, das ändert sich auch nochmal. Bro, gar kein Bock, Digga. Versteck Schlüssel oder muss der, Bruder, Retalk. Ja, nee, der muss ja abgeholt werden, der Bastard, weil er mit dem fucking Zug fährt. Heiko, ich bin live, aufpassen. Bist du im Zug immer noch? Nee, Warum bist du dann so ruhig? zu Hause. Warum nicht mit Auto? Geht nicht. Warum? Würde aber auch keinen Unterschied machen, das wäre genauso lang. Doch, der Unterschied wäre nämlich, dass ich pennen kann. Das was? Der Unterschied wäre, dass du halt nach Hause zu mir kommst, ich lass die Tür einfach offen und du pennst dann. Bruder, ich tank das nicht mit Null. Bro, ich bin seit 4 Uhr wach. Ja, dann Powernap. Oder Powernap haben wir selber beide gelernt, bringt überhaupt nichts. Doch, der hat gesagt, das bringt was. Das bringt was für den Tag, aber Bruder, guck mal, ich penne dann 1 Stunde, gehe ich ab, penne dann 1, 2 Stunden und dann bin ich wieder 3 Stunden wach und dann gehe ich wieder pennen. Das ist der Tod. Dann musst du einen von deinen 7 Schlafzyklen ditchen und zum nächsten schlafen gehen. Oder ich habe heute schon nicht viel geschlafen und ich werde dann für morgen auch nicht viel schlafen, obwohl ich rein theoretisch perfekt, Digga, ich könnte einfach um 20 Uhr pennen gehen. Oder hätte 8 Stunden Schlaf. Das wäre so geil, aber du griefst mich. Ja, das geht nicht anders. Mann, oh. Hast du geguckt, Trier, ob das irgendwie besser ist? Nee, aber kann ich auch noch gucken. Schicke ich dir dann. Und ich werde gegrieft, Digga. Oder ich meinte sogar extra, ich habe diesen Flug genommen für 4 Uhr, ich meinte sogar extra, ja, das ist perfekt, weil dann bleibe ich den ganzen Tag wach und kann früher pennen gehen. Und jetzt werde ich gegrieft. Oder, aber Heiko sagt das auch nicht gestern oder vorgestern, er sagt es mir heute Morgen, Digga. Ich werde so gegrieft, Bruder. Och, das fuckt ab. 4 Uhr ist doch nix, hast recht, Bro. Ihr steht alle um 4 Uhr auf, Digga. Geht dann Gym für 5 Stunden, Alter. Ihr habt recht, Bruder. 4 Uhr ist eigentlich gar nichts. Bruder, guckt euch das hier an. Ist das ein Sänger? Das ist live, Bro. Ja, aber ist das ein Sänger? Wollen wir uns was zu snacken holen? Hörst du mich? Kennt ihr den? Ladechat. Wie läuft Gym? Scheiße, Digga. Scheiße, Bro. Ich habe die letzten 4 Tage mein Essen nicht getrackt und ich war nicht Gym und ich habe Kreatin vergessen. Was soll ich machen, Bro? Digga, diese Samsung-Tage waren tough. Also, ich will nicht sagen anstrengend, aber Bruder, ich hatte halt einfach keine Zeit. Bro, ich hatte von morgens bis abends nicht mal eine Stunde, wo ich irgendwie da irgendwas machen hätte können. Bro, dann lass ich mir einfach, fuck it, Digga. Ich mach Formcheck. Das muss echt schwer gewesen sein. Ja, eben nicht, du kleiner Bastard, Digga. Ich hab's extra für dich nicht gesagt, dass es war nicht anstrengend, aber ich hatte halt einfach keine Zeit. Das ist nicht gelogen von mir. Ich habe nicht gesagt, dass es anstrengend ist. Habe ich wieder zugenommen, Jungs? Aber ey, Bro, Real Talk, was sich verbessert ist, das hier. Mein Latt. Checkt ihr? Bro, sind die Skandale ausgegangen? Oh, ich hab's gesehen. Ich hab's heute im Flughafen gesehen. Ich dachte mir, nein. Illegales Parfüm. Nein, Bro, nein. Oh, hell nah, Bro. Die Bills können nicht so hoch sein. Schrott oder richtig gute Qualität? Oh mein Gott, warum brennt das? Oh mein Gott, warum so hoch? Ich teste Influencer-Produkte und bin zu 100% ehrlich. Das war zum Glück das Billigparfüm. Jetzt kommt das Pathos von Eli. Auch hier wieder 3 Spritzer. Okay, die Flamme ist schon viel kleiner. Das heißt, es ist deutlich mehr Duftöl drin. Aber der absolute Beweis und finale Qualitätstest, der kommt zum Schluss. Mich persönlich hat überrascht das Verpackungsdesign. Das sieht einfach extrem hochwertig aus.
Digga, einfach diese überrascht, das Platte ist Das einfach sieht einfach geknickt, Digga, richtig scheiße. extrem hochwertig aus. Das Auspacken hat da wirklich Spaß gemacht, aber was mir beim ersten Lieber sowas als Drama-Shit, ja, Retalk. Also Retalk, den kann er gerne weitermachen, so. Aber Bruder, Papa Platte hat die N-Bombe gedroppt? So, Bruder, muss ja nicht sein, so. Dann mach lieber das. Also Retalk, das ist halt, also ich fand's trotzdem lustig, als ich es gesehen habe, aber Bro, ist besser als das andere. Was ist das unten rechts? Was meinst du? Ach, das hier? Ich weiß es nicht. Wer ist das? Ich war mit einem Typen in Urlaub, den ich vorher gar nicht persönlich kannte. Hier mal eine ganz kurze Aufklärung. Er und ich haben wirklich jeden Tag geschrieben und keine Ahnung, so 4-5 Mal am Tag gefacetimed. Nur persönlich haben wir uns halt einfach noch nicht getroffen. Wie gesagt, hatten wir lange überlegt, wo und wann wir uns treffen. Und weil wir beide low-key in Urlaub wollten und wir beide... Das hier? Ja, Bruder. Rock your body, 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 rock. Warum machst du nichts? Jungs, das neue Samsung Galaxy Z Fold 7 ist so ultra schlank. Nur 4,2 mm dünn. Wie krass ist das bitte, oder? Oder das Ding ist, eigentlich war das mit dem Originallied, aber durften wir nicht posten wegen Copyright. Digga, da muss ich das nachsynchronisieren. Ich verstehe nicht mal warum, Digga. Das ist Maxis Account, Bro. Ich weiß nicht mal, warum ich das machen sollte. Ab zu Adam. Ab zu Adam, Guckt jemand Zero-Ding eigentlich? Wie ist das? Ich höre nur Schlechtes darüber irgendwie. Scheiße geschnitten. Also das Einzige, was ich auch sagen kann, das haben ja auch einige andere gedroppt. Bro, also die das produziert haben, tot, Bro. Also, oh Gott, tot. Nix gegen Rohat. Bro, Rohat hat damit nichts zu tun. Aber das Team dahinter, Bruder. Ich hätte ja eigentlich auch mitgemacht, hab aber abgesagt, weil die peinlich sind einfach nur. Bruder, da ist im Hintergrund ist da was gelaufen. Ich sage nicht genau was, weil sonst wird wieder ein Fass aufgemacht. Auf jeden Fall ist im Hintergrund was gelaufen. Bro, im Endeffekt haben die Leute gefragt, die mitmachen. Und das hat irgendein anderer auch gesagt. Ich kenne ihn gerade nicht. Bro, die haben einfach verkackt, Digga. Teilweise haben die Leute eingeladen, nur damit die Spare haben, falls jemand absagt, Digga. Wie asozial, Bro. Also das haben die nicht mal kommuniziert. Also die haben einfach nur Leute eingeladen und die dachten, okay, die sind dabei. Aber dann haben die von einer anderen Person gesagt bekommen, jo, der macht mit. Und dann sagen die, nee, du bist doch nicht dabei. Also das war bei mir nicht, aber und da war auch was anderes, was auch mit mir zu tun hatte. Bro, da dachte ich mir auch, Digga, also wie kann man denn so reinscheißen, Bro? Hallo, meine Zuschauer mobben mich die ganze Zeit, weil ich an meiner Nase so einen kleinen Strich habe. Also so, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Das sieht so aus wie ein Arsch vorne. Das ist aber normal, oder? Das haben viele. Ja, keine Sorge, das ist total normal. Viele Leute haben so eine kleine Linie oder Falte an der Nase. Das ist einfach eine individuelle Gesichtszüge-Sache. Mach dir da keinen Kopf, das gehört einfach zu dir und macht dich einzigartig. Warum klingt das alles so ein bisschen ironisch von dir? Oh, das war gar nicht ironisch gemeint. Ich wollte nur ein bisschen locker und positiv bleiben. Aber keine Sorge. Ich wollte nur sagen, dass du dir echt keinen Kopf machen musst. Halt deine Fresse. Re-Rap, halt deine Fresse. Alles klar, ich halte mich dann mal zurück. Wenn du noch... Knie nieder und hör auf mich.